schon 17 Jahre selber geschafft an der Schule als Prof. Ich komme noch aus einer Familie, mein Papa war schon Schulmeister und schon noch 2 Kinder, die dort Primärschule Mat gemacht haben, wo ich auch alles genießen konnte, Mat verfolgen, wie der Moment da lebt, sodass ich mir so von der Erfahrung hier habe ich die nötigen Voraussetzungen für über das Schulsystem sicherlich zu schwätzen. Ich wollte nicht so viel gehen auf die ganze Covid-Krise. Das soll nicht ein Zweck sein von dieser Pressekonferenz mit so allgemein gehen, wie mir gesehen, dass die Schule sich misst zum Richtigen verändern. Los, man ist vielleicht Wort zu dem ganzen mit der Covid-Krise, die natürlich einen Einfluss hat auf die Schule. Das ist wichtig, dass die Kinder, die bereit sind, das zu machen, Angebote gibt für sich eventuell an der Vakanz an noch no zu verbessern, wo sie vielleicht Lakunen gruten durch die ganze Heimarbeit und so weiter. Das ist alles ganz wichtig an. Wir werden doch nicht, dass wir auch eine Idee, dass ich so was Schüler da sind, die wo gemengt oder wo sie mengen, wo ältere mengen, dass sie ganz viel verpasst haben. Wir werden nicht hingehen proposieren, dass sie können freiwillig auch ein Jahr dann für zweit machen, für dann Remenke man richtige Bagage dann weiter zu starten. Wir haben als Politik, die wir wollen an der Bereich von der Schule machen, haben wir genannt Back on Track. Was heißt Back on Track? Ich meine, das zurück an die richtige Spur auf Lützeburg. Für was? Weil wir festgestellt haben, dass über die letzten Jahre, sogar Jahrzehnten, die Schule und das Schulsystem immer mehr entgleist. Durch Experimente, die gemacht sind, durch Modernisierungen, durch all mögliche Reformen, die sich am Jahrestakt quasi wiederholen. Und wir haben da ganz viel am Anfang, sonst nur mal von lauter Beam gesehen wir den Busch nicht mehr. Aber wir mussten also gucken, für das Schulsystem an die richtige Bund zu kriegen. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus den letzten Wochen, die dann noch ein bisschen dazu gefordert haben, dass wir die Pressekonferenz machen. Und das ist das, was immer auch könnt, von der Chambre über die Schule schwätzen, von einer ganzen Parteien, wo ein Gefühl kriegt, dass für sie am Anfang der Vordergrund soll sein, eine Schule, die Spaß macht. Dann wird geschwärzt von der Lycée, ob möchte, wie das Lycée von mir ist, da wird geschwärzt, Lycée für das Bien-être vom Schüler. Klingt alles gut. Dann kommen so Sachen, Ideen op, auch nach wie das Legend der Chambre, ich meine, von den geringen Hausaufgaben aufschaffen. Dann hatte man für kurz von der LSAP, wo Madame Klosener ein Interview hat am Quotidien, wo darum gegangen ist, Programme zu allégieren. Wo sie gesagt hat, il faut alléger les programmes, laisser de l'espace et du temps à l'enseignant pour qu'il s'occupe mieux des enfants. Dann zum Beispiel, par exemple, dans la classe d'un de mes fils, l'institutrice a trouvé le temps, le vendredi après-midi, d'organiser un parlement des enfants et il adore ça. Les enfants parlent de leurs problèmes et c'est très important. Ja, als doch wichtig, mit froh, und da kommen wir zurück, als das noch wirklich die Aufgabe von der Schule. Und dann hatten wir für eine gute Woche hatten wir an der Chambre das Jugendparlament, die ernst gekommen sind. Und sie hatten eine Resolution geholt über den sogenannten Schulstress. Und da geht also dran, dass die Schule stressig ist für die Schüler und sie fanden das nicht gut oder übertrieben. Also sie haben zum Beispiel auch Sachen vorgeschlagen, wie, ich zitiere das, das Jugendparlament proposiert, dass ein festes Joker-System gefeiert wird, dem Schüler ab 4. Recht gibt, einen gewissen Unzahl von Hausaufgaben nicht zu machen oder auf der Seite zu lassen, ohne bestraft oder penalisiert zu gehen. Zu den 3 Joker pro Schuljahr zu gut. Und das ist ein bisschen so den Etat d'esprit, den sich durch die Resolution zieht. Und das ist dann aber etwas, wo ich so, und dann schon Ihnen dadurch damals gesagt am Parlament, schon Ihnen gesagt, dass ja, die Schule, die mischt Stress, das ist richtig. Sie leben auch
Stress mischt. Das eben nicht alles so liegt. Und das gehört auch dazu. Anscheinend noch gesagt, wann Profen ihr auch stressen mit Hausaufgaben, dann ist das nicht unbedingt, weil sie beißen mit dich sind, das, weil sie sich zu einer guter Leistung, zu einer Höchstleistung wollen motivieren, erbringen. Und das geht eben darum, dass ihr auch richtig fordert. Und auch heißt du dann unter Druck setzt, weil das eben im Stand, wohin sich kann oft deutlich verbessern. Und das kann ich noch schmengen am Sport, das ist ja so ein Trainer, der stresst auch seine Sportler, für sie zu einer Höchstleistung zu animieren. Und ich meine, das soll ich noch an der Schule, so weit wie möglich, muss das doch gemacht werden. Noch gerade für die wie schwache Schüler, meine ich, dass das ganz wichtig ist. Ich komme jetzt zum Inhalt, was wir abgestaltet haben, was wir auch ausgedeelt haben. Der nächste Punkt ist, wir wollen die Schüler zurückbringen, ob das wesentlich, ob die Hauptaufgaben von der Schule, die Haut leider oft vergisst gehen. Die Hauptaufgaben von der Schule, die sind ganz einfach lesen, schreiben, rechnen, lehren und dann eine Kultur general lehren, wo man merken, oder wo ich gemerkt habe, richtig gemoos geht das nicht mehr, wo ich aber gesehen habe, am Lycée, dass das immens zurückgegangen ist, die Kultur general, wo der masseweise Schüler hat, die für ein paar Beispiele zu gehen, die elementaren Notionen aus der Geschichte, der Geografie nicht mehr kennen, die keine Ahnung mehr haben, was ein Fluss ist, also wo die Sauer an Mosel fließt, an die Lützeburger Benger Weltkarte mehr fanden, die nicht mehr wissen, wo der Unterschied ist zwischen Mittelalter, Römerzeit und so weiter und so fort. Also allgemein sind wir da wirklich, wie man gesagt hat, und ich hatte noch schon mal gesagt, Kultur general, die ist am freien Fall. Und dann natürlich auch Sciences. Dafür ist es wichtig, auch zu Projekte an außerschulischen Intervenants kritisch zu beurteilen und zu reduzieren. Das ist etwas, was wir gemerkt haben. Immer mehr Stunden an der Schule gehen verloren durch so Projekte und durch Intervenants von außerhalb der Schule, die an die Schule kommen, für dann teilweise wichtige Sachen zu machen. Das können irgendwelche Prävention sein, den ACL, da geht es um gesunden Essen, da geht die Schule aufgeputzt, da geht die Planning familial, da geht die Mülltrennung geschwert und so weiter und so fort. Kommen ONG oder sonst Akteure an die Schule. Alles das kann ich natürlich vertreten, damit das einfach die Masse darunter, der ja dann irgendwann so zugeholt hat, dass das normale Schulprogramm nicht mehr gut zu meistern ist. Und ich meine noch, dass Profen am Anfang die sind, die an der Schule sollen die Kanner die Sachen beilehren, muss nicht unbedingt immer auch von gut gemeint, dass von außerhalb sind. Dann haben wir auch einen Trend, und darauf komme ich zum Schluss zu einem immer mehr ideologischen Unterricht, den wir wollen, dass der nicht institutionalisiert wird. Es soll wirklich in der Schule gehen, die Basis zu lehren, lesen, schreiben, rechnen und so weiter. Und ich meine, die Schule ist nicht da, für den Kanner Moralpredigten zu halten, für einen Diskurs, Moralisateur aufzustellen. Dann sollen auch Sachen, die letzte Zeit leider ein bisschen auf Verruf geraten sind, die aber über Jahrzehnte hier frieschte gedrohen, die sollen auch mehr an den Vordergrund stellen. Ich habe ein paar Sachen abgeschrieben, ganz banal, auswendig lehren, Dissertationen schreiben, Aufsätze schreiben, auch Diktate machen. Ich meine, auch dazu Sachen, die sind wichtig. Und es natürlich für die Schüler stressig, von der muss auswendig lehren, aber auch das hilft und auch das gehört zur Bildung. Dann, zweiter Punkt, back on track. Wir wollen auf ein anständiges Niveau kommen, das schulische Niveau fördern und Schüler zur Exzellenz fordern. Stichwort Nivellement vers le bas. Und das haben wir besonders festgestellt am Technik, oder wie ein Haut heißt, am General, wo es aber erübrigt wäre, meine Leistung an den Vordergrund zu stellen. Und wir hatten eine Kommunique für 3 Monate von der FEDUS, die Sache ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Und ich kann das just durch meine Erfahrung, eben gerade am Technik, auch nicht mehr unterstreichen, wo sie schreiben, besonders auf den innersten Klasse vom Enseignement Secondaire General, dem freieren Technik, drückt es schon ganz gewaltig. So avanciert beispielsweise Schüler, die am Deutschen und am Französischen 20 von 60 gleichzeitig an allen anderen Fächern 0,1 von 60 an der Jahresmoyenne,
also an der Mathe an der Naturwissenschaften, den avanceiert trotzdem ganz normal vun enger 7. General op eng 6. General of vun enger 6. General op eng 5. General. An schmengen dat as es do ma kenge méi en gefallen, ich hun dat doch noch selber mat gemerk, dat das an der Geografie gin, dann waren Schüler do die Kruten an der Jurismoyen an war net schwéier. Die Kruten dann 10 oder 15 mit war hin am Endeffekt ziemlich egal, weil dat eben net verhindert huet, dass se konnten eng Klasse weiter go. Leider Gottes as so mir alle Gute sie froh, wann Schüler motiviert sind vom selber wolle schaffen, mit das awer in der Realität eng Illusion. Wann ihr will, dass Schüler wirklich schaffen an enger Hexlichtung kommen oder der beste gin, da muss so ein bisschen vordrin, und da muss ich noch so ein Leichter, du musst dich lo dro gehen. Du musst einen gewissen Not erreichen und dafür musst doch du etwas lehren, dafür musst du dich auch engagieren an der Schule. Und das ist das, was leider heute fehlt. Wir wollen also, dass wir das Racken an der Schule Grundwissen, Fleiß, Disziplin, Leistungsbereitschaft im Allgemeinen soll groß geschrieben gehen. Und gerade auch die Schwachschüler, wo ja dann oft geschwärzt wird, dass das heraus nie geht. Also mir gerade die Schwachschüler, die gehen oft dann durchgewunken, wo ich aber Menge Meinung nur an eiser Meinung an der ganz sicher kein Tigoen an sie mehr nach vorderen, gerade sie werden davon da profitieren, wenn sie mehr schaffen und noch da besser Punkte kriegen und besser ausgebildet und eine bessere Bildung werden haben. Wie war das alles? Ja, das ist Stopfechen von den Promotionskriterien, die wir die letzten Jahrzehnte sind Promotionskriterien immer mehr abgewicht gehen. Das hat angefangen, so nicht mal schon wie lange, waren so 90er Jahren als Kompensieren angefordert gehen. Du hast das für uns auch ganz okay. Ich meine, es muss ja möglich sein, dass ein Schüler an alle Fächer gut ist, an engem Fach vielleicht ist ein Grund wie schlecht, dass ein Data kompensiert, das ist sicherlich eine Sache, die mir auch ganz stark unterstützen, wo wir heute auf einem Punkt sind, wo Schüler praktisch lauter Datzen hun und trotzdem weiterkommen, da das dann der Guten zu viel und da wollen wir einfach zurückkommen, dass sie muss an der Fächer ein genügend tun, für weiter zu kommen, dass sie an einem Fach kein kompensieren. Ich weiß dann noch nicht am Detail, mir habe einfach ein Beispiel, ich bin noch schnell de Moje rausgekommen, ich finde nicht das schlimmste Beispiel geholt, wie wenn ich guckt habe, das ist eine 5-Klasse bei mir am Liste gewirrscht, wo einfach Nummer gesagt, alles das verteidigt daraus sind Datzen, das heißt, das ist enorm und das könnte dadurch, dass einfach die Schüler nicht mehr nicht mehr dazu brucht gehen, für wirklich auch genügend dazu kriegen, das in einem gewissen Sinn ziemlich egal und das ist etwas, was Terra immens auch vermisst wird und kritisiert wird von alle Profikollegen. Dann ich will aber trotzdem so, wenn man von Nivellement vers le bas schwätzen, ich will auch nicht alles schlecht machen, sie sicherlich Sachen, die Schüler auch haut besser können, auf ihre Beispiel zu gehen, auch das, wie ich nicht unbedingt muss kann, irgendwie wissenschaftlich. Mir wird mir abgefallen als noch die Kollegen, dass das zum Beispiel am Oral alles das wird, wenn Schüler für in der Klasse schwätzen, dass sie das aber besser können, wie nach 20 oder 30 Jahren. Das wird sicherlich, ich meine, das doch mehr gefördert an der Primärschule schon, das wird sicherlich zugeholt, also auch wir sind bereit zu suchen, dass nicht alles schlecht ist, wie es heute ist, aber vieles ist schlecht. Dann, wo man gesehen, dass das Niveau auch rauf geht, das sind die internationalen Schulen. Und wir müssten die Modell von den internationalen Schulen, die immer mehr abgemacht gehen und dann vom Ministerium ganz groß gelöst gehen, und auch draußen dann von den verschiedenen Akteuren am Terrain, nicht mehr von der Presse oder so gelöst gehen, die müssen wir mal überdenken, weil die internationalen Schulen, das ist am Anfang so nicht, wie das Niveau raufgeht. Ganz einfach dadurch, weil man da Männer Sprachen fordern. Und da muss ich also nicht mehr ich komme da nun eigentlich zurück, die typisch Dreisprachigkeit können. Und das ist also möglich, auch da dann die Schule zu packen, ohne so viel zu machen, wie an den normalen Schulen, ich nenne die mal so. Nur ein Beispiel auch,
den ECG den iwwerhëlllo die ex-Privatschule Grandjean, dat ass eng Schul wo Ekonomie geleiert gin ass frankophon. An du och eng Ungerechtigkeit déi do geschiet, dat du an der Chamber dem nis gestimmt gin. An die Ungerechtigkeit humor an internationale Schulen, dat sie EU a Manner Lycée machen. Dat techt an der normaler Schul normal entre Gimme. Do mech den seg Premier normalweis mat 19 Joer, 6 Joer Primärschule, 7 Joer Lycée. An haier se so, dat se dann 5 Joer Primärschule, 7 Joer Lycée respektiv 6 Joer Primärschule, 6 Joer Lycée mecht techt hue den EU a Manner an krit den awer den selwechten, also un Diplom den Äquivalent ass an schmengen dat as so eng Ungerechtigkeit vis-à-vis vun dee Schüler, déi dann awer flecht nach mi hart schaffen an den normalen System. Ja, Schule fir Bildung ze garantiieren, Schule serieux, krit de wichtig Erfahrungen an dozogere Glücksmomenter noch Enttäuschungen. Stress an awer Flotmomenter. Schule Dief awer och van soll Schüler positiv opholen, mit Schule Dief net just zwängen Bien-être vun de Schüler reduzéiert gin. Ich menge mir Dife net muss oppassen, dass man net an eng Logik raffallen, wo man so en Schulers dofir Spiel an Spaß. Danach ganz kurz auch eng Question oral an der Chamber dazu gestaltt und der Minister miss den auch mal enke de Mehrwert von der sogenannter Bildschirmisierung darauf auch analysieren an auch kritisieren, dass man am Lycée auch mat den höchsten Teil gelöft, dass man do iPad-Klassen hun den Nummenge schon ganz bedenklich und dass immer mehr mat Tablet an so weiter an de Klassen geschwert geht kann henken. Also leider Gottes auch daheim, viel Bildschirm, wir denken auch an der Klasse die ganze Zeit Bildschirm, an der pädagogische Mehrwert, den hast der mehr wie zweifelhaft an auch gesundheitlich muss sich vorstellen, ob das gut ist, wann die Schüler so viel am Bildschirm zu dienen und schmengen. Wir pochen auf jeden Fall sehr darauf, dass es ganz wichtig ist, dass die Schüler auch noch mit Büchern schaffen, mit Tafeln, mit Hefter an auf der Hand schreiben an eben nicht nimmen op den Bildschirm no werden fixiert sind. Dann dritte Punkt, back on track, wir müssen das Schulsystem, Zensuren und Orientierung einfach klar und verständlich gestalten. Wir haben heute an der Primärschule, pardon, Grundschule, seitenweise Bilanzen, die keiner versteht. Wir haben eine Orientierung, die kein mehr versteht, mit einer Zersplickung vom Schulsystem, die kein mehr versteht. Und ich wollte einfach, ich habe das selber mitgemacht mit meinen Kindern an der Primärschule, von der de Bilan holt, der Bilan Cycle 2, ne? Das sind ein Unmaß von Seiten, wo ugekreizt wird. Ich weiß nicht, ob der das schon kannt. Mir alte Eltern, die mussten sich dummer da rumplanen und Lehrpersonal. Auch an dort sind lauter Sachen, also wo Schitverein dat für seine eigene Interpretation dran möchte, aber wo die Eltern einfach nicht mehr verstehen, wo steht dann mein Kant lo. Das heißt, es ist einfach unklar, das ist riesig groß und es ist einfach zu viel und es bringt nicht das Gewünschte. Und ich habe einfach Machtbräuchte für einen zu vergleichen. Ne? Und war muss ich nicht so früher war auch nicht alles schlecht, das Mengzen so gewircht als der Primärschule von der ganzen Primärschule, die 6 Jahre, ne? Da so Bichelchen, das war 6 Jahre und da hat dann voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten, das geht durch, und auf einer Seite steht dann von alles auf E-Blick oder mit den Nummern, da wisst ihr ganz genau, wo die Schüler drunners a wo net drunners. An ich mengen dat as etwas wat Leiit verstehen genau de Matbruch man die net op, dat das vu ménger Bomer gewircht in 30er Joren das identisch eigentlich mat dem die nicht hat an den 80er Joren an dat as iwwersichtlich dat as Chlor an du wissen sowohl Lehrerinnen Schulmeisteren wie och Kanner wie och d'Eltern wie auch Schitverein die den Zensur gesagt, aber wann den aus den China könnt, den er nie heiver, den erkennt aus jünger Zensur, ob Schüler wie de Niveau aus woen vielleicht nach sich muss verbessern, wo gut aus. Und wir wollen zurückkommen, ob so ein einfaches System. Vielleicht nicht hoch nie dasselbe, ich meine, kann ihn immer hingehen an auch nach Sachen dabei schreiben, ein Kommentar dabei schreiben, dass
das geht vielleicht auch dazu, dass sie nicht nimmen hört, die andere Kommentar dabei schreibt, wie das, was man haut, mit dem Bilan seiteweise, die Chemie versteht, das will man auf jeden Fall nicht mehr an das, wenn man die Möglichkeit tun, da werden wir das aufschaffen. An dem Kontext will wir das Punktesystem aufhören auf 60 Punkten. Auch da haben wir ein Kudelmodell an den Primärschulen. Eigentlich sollen sie keine Punkte mehr geben. Lehrpersonal oder auch an den Schulen, die machen Prüfungen auf 100, die anderen auf 20, die anderen kriegen von 1 bis 6 Nummern, andere machen dann aber noch Prüfungen auf 60. Also da haben wir gar keine Linien mehr. Aber wir werden nicht damit verhindern. Ich meine, das System hat sich ja jahrzehntelang bewährt, Nummern auf 60 machen, wie am Lycée, da weiß auch Schütverein, wo es steht, die Eltern, Kanner und Lehrpersonal. Die Orientierung gibt dann noch mit klar, nur klar Kriterien, die Eltern und Kanner einfach verstehen können, weil das etwas, was immens schwierig ist. Also sogar Leute, die aus dem Bildungs- und Schulsystem kommen, wo Probleme das dort zu verstehen. Also geht mal hin und erklärt, dass dort Leute, die wirklich wie sie bildungsfern sind oder nicht viel mit der Schule Hut haben, die verstehen das alles nicht, die verstehen die Kriterien nicht. Und wir müssen hier gehen und die Leute darin klar verständlich machen, da da helfen wir hin. Die Reformen, die gemacht sind, haben an unseren Ahnen versucht, sie sind überflüssig, und wir müssen zurück hinkommen, zurück an die richtige Spur, dafür back on track. Dann der 4. Punkt, das die Kontrolle und die Autonomie vom Lehrpersonal stärken. Lehrpersonal, das schließlich in unserem Land traditionell Personen, die in der Schule arbeiten, die gut ausgebildet sind, Profen, Schulmeistern, Joffere, und die wissen am besten Bescheid, wie die Schule funktioniert, wie sie auch können die Schüler etwas beibringen. Also sie sind noch motiviert, also sie sind engagiert, das muss unbedingt gesagt gehen, und schmengen die Leute, die machen einen ganz guten Job, und die schaffen ganz viel am Herz für die Kinder auf ein anständiges Niveau zu bringen. Sie haben aber in den letzten Jahren, und das schleichend geschieht, so eine Salamitaktik, immer mehr Autonomie verloren. Das heißt, dass am Anfang ich will nicht so eine Strategie, die wird sich entwickelt, dass die Rolle, dass die Autorität vom Lehrpersonal löserlos zurückgegangen ist, dass sie mehr Autonomie kriegen, dass sie immer mehr kritisiert gehen. Das auch teilweise geschieht eben von Regierungsvertretern, was sicherlich ganz schlecht ist, weil die Leute, die stehen Terrain und die brauchen die nötige Unterstützung auch aus der Politik. Das Programm, das muss unbedingt weiter vom Lehrpersonal ausgeschafft gehen. Noch da gibt es Ideen für das auszuhirlichen, dass dann andere Leute, die extern zur Schule sind, dem Lehrpersonal oder Programme geben, opstellen, die das und de Profen, die sollen das machen an den Programmkommissionen. Sie kennen die Schüler am besten, und sie haben den Unterricht an ja, da weiß, sie wissen, wie sie das und Schüler aufpassen. Also sie können das nicht von Növerhof diktiert kriegen. Auch sonst, als die Autonomie fortgegangen, mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, zum Beispiel am Conseil de Classe, wo Nummern vom Conseil systematisch können gehoben gehen, auch von der Prof, den das Fach gibt, nicht einmal da verstanden als wir haben ein Profekomitee, den das Interesse von den Profen in einem Lycée vertreten hat, den es so nicht mehr gibt, den aufgeschafft gehen, dass nicht etwas Neues ersatz gehen, wo auch andere Akteuren dran sind. Wir haben immer mehr von Uwerof auch Epreuve standardisieren, die Profen oberlöscht gehen, wo sie sollen dann zusammen schaffen, was sie sowieso immer gemacht haben, wo dann von drin geht, für das Schütverein, dann soll das selbst machen. Und das passt ja nicht unbedingt immer ob die jeweiligen Persönlichkeiten, respektive ob die Schüler, die an einer Klasse sind. Der Beispiel geht nicht nach. Dann ist wichtig, und darauf muss man darum hinkommen, dass Lehrpersonal sich dann noch im Wohl spielt und sich unterstützt spielt, weil das ist der wichtigste Faktor, für das sie ihren Unterricht auch gut können helfen, für das den gelingen kann. Dann typisch, da sind wir auch nicht die Einzigen, die das kritisieren, dass die zunehmende Bürokratie, die wir haben, sowohl am Lycée wie auch an der Grundschule, wo immer mehr Druck geht, mit Fischen ausfüllen, Mail machen und dann all die Reunionen, die gemacht werden, wir nennen das halt Reunitis, also ein Wort, was
was oft am Bereich gebraucht wird. Also tut den Deelweis dann keine Zeit mehr für sich wirklich auf die Schule zu konzentrieren, an den Kurunterricht anständig viel zu bereden, weil ihn dann gefangen ist durch ganz viele Reunionen und durch Bürokratie, die am Endeffekt aber nicht viel mehr Wert hat. Muss dann noch gucken, für dadurch, dass man die Autonomie, die Autorität und die Rolle von Lehrpersonal stärken, für den Beruf so attraktiv zu machen, und für auch so mehr fertig formiert Lehrpersonal an Schule zu kriegen. Wir brauchen da viel und wir brauchen guter. Dann nach der 5. Punkt, das dann das Letzte, das die Schule als wichtigster Akteur für die Integration an der Garant für die Mehrsprachigkeit. Ich meine, weil allgemein es wird oft vergisst, wenn man von Mehrsprachigkeit zu Lützeburg schwätzt. Ja, wo könnt das hier? Lützeburg an sich, wenn man zurückgehen, wie die Schule hier am Land großflächig angefordert gehen, als für 150 Jahre. Die Leute waren ja hier einsprachig. Sie haben Lützeburg geschwärzt, das dem uns genannt gehen, Lützeburger Deutsch. Wir sind Lützeburg geschwärzt, sie waren nicht mehrsprachig. Und war richtig die Schule am Anfang, wo die Leute also tun, das war eine politische Decision, für Deutsch und Französisch an den Schulen zu lehren. Und das ist durch die Schule, wo man die Dreisprachigkeit dann, von der wir immer schwätzen, und die auch wichtig ist, das ist die Schule, wo man das kriegen. Das kommt von sonst nirgends kommt. Und da muss man gucken, für das beizuhalten, weil das immer mehr geht, das doch ungekratzt. Und das Ministerium zum Beispiel, also gehe ich bei den ganz Kleinen, obwohl wir der Meinung sind, dass sie bei den ganz Kleinen nicht unbedingt soll oder hingehen und dass die sollen viel lehren, schwätze von den Krächen. Mit den Minister Meisch, den hat ganz stolz für ein paar Jahre die mehrsprachig Krächen angefordert, wo dann an die Krächen, für das ihre Checkservice, für das sie unerkannt wird, muss an die Krächen Lützeburgisch auf Französisch geschwärzt gehen. Die zwei Sprachen, die Schwar, die Nummer schon damals kritisiert, für Reis für den Durchgang, wenn man durch schon mal Lützeburg geholt hatte. Und da war so ein Gesetz, das vorschreibt, dass dann an all Krächen, ob man eine Person Lützeburgisch kann, Niveau C1, und die Person muss dann noch 40 Stunden an der Kräche präsent sein, respektive 2 Personen dann 20 Stunden. Die Praxis ist aber die, und das kriegen wir von ganz vielen Leuten, die sich bei uns beschweren, mitgedeelt, an sogar von Leuten, die Kräche arbeiten, also sogar von Leuten, die Krächen, die Patrons sind in der Kräche. An der Praxis funktioniert das größtenteils nicht. Und ihr braucht just dabei zu lauschen, wenn man die kleinen Butze kommen, das ist immer nicht mehr Französisch. Das Lützeburgisch, das geht wirklich just Rand gemacht, ganz stiefmütterlich. Oft ist es sogar so, wie als Bericht geht, dass dann die Person, die am von Lützeburg kann, dann aber weil Französisch schwätzt an der Kräche. Ein Kind, das kann der Französisch lehren, weil die auch gut ist, mit geht auf Kästen dann vom Lützeburg, dann da gibt man verlangen, dass das doch anständig kontrolliert wird. Wir hatten noch eine Question parlamentär gestellt. Und der Minister sieht dann nicht, das an der Reihe, wir kriegen nicht viel Beschwerden, wir können nicht kontrollieren. Aber was mehr dramatisch noch ist, und das wurde es wirklich ein bisschen noch verwundert, denn der Minister konnte das kein Zoll nennen von Personen, die an den Krächen in Lützeburg, die aber vom Staat bezahlt gehen, am System vom Checkservice, konnte das kein Zoll nennen von Leuten, die dort arbeiten. Dann konnte es auch nicht so, wie viel von den Leuten dann das Niveau C1 am Lützeburgischen tatsächlich schon. Und wir werden gucken, dass wir das irgendwie vorgehen und eventuell eine Motion an der Chambre dazu stellen. Dann kommen wir fort von der Kräche, und da gehen wir an die Schule. Wir haben ein Schulsystem, das immer mehr unterschiedlich geht. Wir haben immer schon geschwärzt von den internationalen Schulen. Und das Ministerium verkauft das da ganz schön und nennt das Integration. De facto was da war just contraire. Das ist Segregation. Wenn ich international Schulen schaffen, dann setzt nicht ein Kanner solo traditionell, ganz plakativ gesagt, Lützeburger geht an das normale System, und dann haben wir dann die Ausländer, jene Communität, die gehen dann an ein anderes System, an ihr internationales Schule, wo sie dann entweder das französische System machen oder ein anglophones System machen. Und das ist eine Trennung, da entsteht das, was wir absolut verhindern hier am Land, und zwar Parallelgesellschaften, wie immens viel Ausländer hier am Land, und Integration als
sicherlich eng von die größten Herausforderungen, die hier am Land muss gelingen, für unsere sozialen Zusammenhalt zu erhalten, dafür, dass wir überhaupt noch können, als Land, als Gemeinschaft, als Nation können, an dem Sinn weiter existieren, das ist wirklich existenziell, dass an der Schulbasis von der Integration gelöst wird. Das ist nicht mehr der Fall, weil dort Segregation stattfindet durch internationale Schulen. Dafür müssen wir dem Modell einfach auch mal stark kritisieren und überdenken, und im Stoffall nicht weiter ausbauen. Das Leute hier plötzlich kommen pro Jahr, solo mal der aus England, ich kann 3 Jahre hin schaffen, das kann dabei, dass die an einem speziellen Schulsystem gehen, das ist evident, das unterstützen wir auch. Wir haben Leute, die auf die Welt kommen, die nie werden fortgehen, die gehen in eine internationale Schule, wo sie nicht Lützeburgisch anständig lehren, wo sie eventuell eng von den 2 Amtssprachen Französisch oder Deutsch auch nicht gut lehren. Und die wir noch nicht vergessen, was machen die Kanadier dann nur mit ihrem Diplom, weil wir haben ganz viel Platz. Das ist ein Beispiel, weil ich für Polizisten, sie gehen hier am Land, muss da aber Lützeburgisch, Deutsch und Französisch können. Ja, was geschieht heute? Und man hat erkannt, was sein ganzes Leben verbraucht hat, das möchte sein Back dann an der internationalen Schule. Und da kriegt gesagt, ja, du hast den Schule gepackt, aber du kannst aber nicht Polizist gehen, weil du kannst nicht die 3 Sprachen am höchsten Niveau. Und ich hoffe nicht, dass wir ja da hinkommen, der Idee gibt ja schon von verschiedenen Parteien, für dann die Sprachklausel für verschiedene Berufe komplett wegfallen zu lassen. Aber das am Anfang etwas, wo die Kanner dann auch ein bisschen eben op der Nuss rundherum feiert an Usen in Vorrecht doch dort so. Voilà. Ja, dann auch wichtig, was die internationalen Schulen angeht, ich habe gesagt, Integration, Lützeburg Kultur, und auch Geschichte nicht vergessen, das geht dann heute als etwas veraltet, das haben sie durchgestartet. Mich sprengt das ganz wichtig, dazu muss die ausländischen Kanner oder Kanner mit Migrationshintergrund, wie seht ihr noch Recht darauf zu wissen, was hier in dem Land ist, und das hilft ihnen auch, sich nur damit zu identifizieren, und wir sollen ihnen die Möglichkeit geben. Das sind die 5 Punkte, die zum Back on Track gehören, wo wir die Schülerinnen wollen an die richtige Bund bringen. Erlaubt man noch ganz kurz zum Schluss ob etwas Ernstes anzugehen. Was aber auch, ich muss das sagen, ich profitiere davon, dass für eine gute Woche, 14. Juni, mit den Claude Meij und Heiner Boffer, die unsere Leitfaden rausgehen, wie die Schulbücher sollen gestaltet gehen, für sie, wie sie so geschlechtersensibel zu machen. Und du hast nicht viel darüber geschwärzt, das auch nicht weiter irgendwie kritisch bedurcht gehen. Und das wäre aber aufrecht, weil durch die Sachen dran, die aber zu denken gehen. Ja. Und zum Beispiel geht es dann dran, für verschiedene Sprachen zu benutzen, für verschiedene Wörter zu benutzen. Und sie argumentieren dann, dass ein Spruch liewig ist und dass in der Gesellschaft irgendwann neue Wörter gebraucht gehen. Und dass in die dann noch muss dann irgendwann, weil Leute sie gebrauchen, am normalen Spruch gebraucht, dann noch abholen und dann noch an der Schule die wir da benutzen. Und sie argumentieren auch, dass nicht sie sagen das selber, nicht der Staat reguliert durch Erlasse, sondern die Menschen durch ihren alltäglichen Sprachgebrauch. Wenn ihr aber nur bedenkt, dass sie dann der zweite seid, dann so, dass ihr nicht mehr soll das Wort die Lehrer benutzen, aber sie sollen dann der Lehrende oder die Lehrenden. Das ist das, was sie vorstellen. Es ist schon noch nie in Hören am Lycée das Wort Lehrender zu sagen. Das wird nicht benutzt. Das heißt, also just de contraire von dem, was sie vorstellen, wo sie sagen, nicht, dass sie Staat für von Nöwen Ruf zu sagen, weil die soll man, sie machen das. Das ist ein Wort, was kein Mensch benutzt, wo sie dann die Leute sagen, dass sie benutzen müssen. Ich meine, das ist nicht der richtige Weg, dass der Staat soll hingehen soll dann der Gesellschaft, die Kanner, und auch dem Lehrpersonal muss sagen, wie ein Wörter benutzt sollen gehen. Anders will ich noch auf 2 andere Sachen darüber gehen, ich kann nicht dadurch nur ausstellen, wie einen kleinen Text gemacht. Da geht
dran gesot, dass bei de Bilder, die an de Schulbücher sind, sollen zum Beispiel also auf stereotype sexualisierte Darstellungen, der Klammer Geschlechtermerkmale wie Brüste, sollte in bildlichen Darstellungen grundsätzlich nicht zurückgegriffen werden. Das heißt, wir können kein Schulbuch, kein Frau mehr mit einer Brust durchstellen. Also das ja, das der Sinn davon. Für die Menschen durchzustellen, wie sie sind. Und dann ein anderes Beispiel, die bildliche Darstellung von Frauen als passiv Zuhörende, bon, okay, ein Kind stillende vermeiden. Im Schulbuch soll kein Frau mehr sein, die das Puppelchen niert. Also, da kommt nicht mehr noch. Dazu nicht einfach raus, dass sie mich schon einen kleinen Skandal für etwas ganz Natürliches, eine Frau, die ihre Baby niert, dass das muss ja nicht im Schulbuch sein, wir wollen ein Foto gravieren, nicht den Kontext, dass das nicht mehr gut ist. Also das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Dafür auch die Leitfäden gebe ich mir Wünsche, wenn das auch ein bisschen mehr gibt, vielleicht auch kritisch beleuchtet gehen. Das ist schon ziemlich horrend, was da dran steht. Und auf der anderen Seite, just nach welchen Informationen zu gehen, sehen wir dann etwas, wo nicht viel darüber geschwärzt wird von den Ministern, das ist der Fakt, dass beim Premiersexamen des Jahr bald 60% von denen, die gemacht haben, Medischer waren, 40% Junge. Da wird einfach nicht viel geschwärzt darüber, da wird auch nicht nur gefroht. Da stell dich für umgedreht. Was gibt dann etwas lassen.